Der Grosse und der kleine Pirat. Der Grosse und der kleine Pirat fahren übers Meer. Manchmal finden sie einen Schatz und manchmal auch nicht. Immer am Abend bringt der grosse Pirat den kleinen Pirat zum Schlafen in seine Hängematte. Piraten schlafen nämlich nicht in einem Bett, sondern eben in einer Hängematte. «Sag mal, grosser Pirat», fragt der kleine Pirat den grossen Pirat. «gibt's auf dem Meer eigentlich auch Festtage?» Der grosse Pirat schaut den kleinen Pirat ganz verdutzt an. «Ob es auf dem Meer auch Festtage gibt?» Der grosse Pirat kratzt sich hinter seinem Piratenhut. «Natürlich gibt es auf dem Meer auch Festtage. Warum soll es denn auch keine geben?» Er hilft dem kleinen Pirat in seine Hängematte hinein und gibt ihm seinen einäugigen Piratenteddybär zum Kuscheln. «Auf dem Meer gibt es alle Tage, die es sonst auch gibt.» Der kleine Pirat nickt zufrieden. «Dann gibt's auf dem Meer auch ganz bestimmt Ostern.» «Ostern? Wie kommst du denn da drauf?» «Weil morgen Ostern ist und ich schon Angst hatte, dass es vielleicht keine Ostereier geben wird. Aber so ist ja alles in Ordnung.» Dann zieht der kleine Pirat seine Decke unter das Kinn, dreht sich auf die Seite und ist auch schon eingeschlafen. Der grosse Pirat steht nur da und macht ganz ein dummes Gesicht. «Morgen ist Ostern», murmelt er, und er macht eine ganz runzlige Stirn. Den Piratenhut zieht er sich vom Kopf, denn jetzt muss er nachdenken. «Können Osterhasen eigentlich auch schwimmen?» überlegt er und schleicht leislich aus den Hütten raus. Aber auch wenn der Osterhas sie auf dem grossen Meer finden würde, der grosse Pirat kann sich einfach nicht vorstellen, dass es auf dem Piratenschiff ein geeignetes Versteck für seine Eier geben wird. «Es hilft nichts», sagt der grosse Pirat dann halblaut vor sich hin. «Da kann nur das Piratenhuhn helfen.» Er holt ein frisch gelegtes Ei aus der Kiste vom Piratenhuhn. Schiffsfarbe hat es auch noch in der Werkzeugkammer und einen Pinsel findet er auch noch. Schnell malt er die Eier vom Piratenhuhn ganz farbig an. Natürlich gibt es auf dem Schiff auch keine kleinen Osternestchen, aber der grosse Pirat hat schon eine Idee. Er dreht einfach ein Stück von einem dicken Tau auf und zerzaust es so lang, bis er ein kleines Nestchen daraus machen kann. Schoki-Osterhasen gibt es auf einem Piratenschiff natürlich auch keine. Wie auch auf dem grossen, weiten Meer. Da hat der grosse Pirat eine Idee. Er springt in die Kombüse und schnappt sich einen Kabiskopf, 2 Rüebli und einen kleinen Herdöpfel. Daraus bastelt er einen kleinen Gemüsehas. «Gemüse ist auch viel gesünder als Schoki», murmelt er und drückt als Augen noch 2 Rosinchen in den Herdöpfel rein. Ein ganzes Weile lang sucht er auf dem Piratenschiff nach einem Versteck für die Ostersachen. Aber auf einem Piratenschiff gibt es eigentlich nur eine einzige Stelle, wo man ein Osternestchen verstecken kann. Und zwar im Mastkorb oben. Also klettert der grosse Pirat an den Seilen auf in den Mast und legt das Osternestchen vorsichtig in den Mastkorb hinein. Jetzt ist auch der grosse Pirat müde und er will schlafen. Er legt sich in seine Hängematte hinein und freut sich schon auf den nächsten Morgen. Und bevor er einschläft, fragt er sich, ob der Osterhas ihm echt auch etwas auf Ostern mitbringen wird.